Wir haben uns gestern dann intensiv mit aktuellen Sujets beschäftigt, respektive mit Sujets, wo wir mengen, dass es wichtig ist, dass wir dann in den nächsten Wochen am Montag auch an dem politischen Debat mit rankommen. Wir selbstverständlich auch über die aktuelle Situation in Europa geschwärzt. Da wisst ihr, dass der Erweiterung vom europäischen Rettungsschirm nicht zugestimmt wird. Resultat von der Politik, die am Blick auf europäischem Niveau betrieben wird, das wird sein, was mir auch voraus angekündigt hat, nämlich dass zum Schlusstag die Steuerzahler aus den europäischen Staaten müssen den ganzen Ballast bezahlen. Wir sind noch überzeugt, dass es wird zu einem Schuldenschnitt kommen, aber zu einem Zeitpunkt, wo eine Bank größtenteils dechargiert gehen. An den großen Teil, wo der Schuldenschnitt gemäht wird, die leitet dann auf den europäischen Staaten, auf die Europäische Zentralbank, an dem Internationalen Währungsfonds, das heißt also auf der Allgemeinheit Steuerzahler, so wird es ausgehen. Wir sind als dafür an unserer Position, die wir angeholt haben, konfirmiert, und wir werden noch dafür auf unserer Linie an dem dortigen Dossier bleiben. Das Dossier Living will wir kurz nehmen, wer den aber kann sagen, dass das Vergüste und das Projekt Living gestorben ist. Das Projekt Living geht sicherlich nie an der dortigen Fonds gestimmt, viel zu viel groß sind die Konsequenzen, die man konnte feststellen auf Regierungsniveau. Was auch gestern rausgekommen ist, dass die Regierung, ich gehe nicht an Detail auf von der ganzen Problematik, ich will just Punkt rausholen, dass die Regierung am Anfang immer darauf gehalten hat, für ein Fußballstadion mit Geschäften, mit Outlet-Center zu bauen. So wie wir noch andere Parteien gestern in der Chambre gesagt, dass wir der Meinung sind, dass wenn wir ein Stadion hier im Land brauchen, dass es dann unsere Meinung nur Staat als für den zu bauen und nicht in einem Privatpromoteur. Wie das den Jean Criquet von seiner Regierung keinen Auftrag hat, für ein Stadion allein zu bauen, werden wir nächstes Woche dann an den Debatten vom nächsten Donnerstag eine Motion deponieren, wo wir dann proposieren, auf dem Terrain zu Halle mitzählt, dass die Regierung an eigene Regie ein Stadion bauen. Wir wollen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr weit an den Dossier Rago just Konklusion sein, dass Living gestorben ist und dass der Staat soll an eigene Regie ein Stadion bauen. Der Staat ist am Besitz von dem Terrain mit viel. Der Minister hat konfirmiert, dass wir ein Fußballterrain lang drauf gehen, und wir werden noch dementsprechend nächste Woche eine Motion deponieren. In Dossier, den also immer vielleicht das Dossier von der Rente, da wirst du auch, dass man dort als AD, als Partei als Responsabilität überholen, und wir werden noch in dem Dossier bleiben. Also mir so, es steht kein aktuellen Handlungsbedarf, dass wir das müssen überstürzen. Wir so, aber es muss etwas geschehen. Mit das nicht, dass wir muss nach 6 Monaten ein Gesetz stimmen. Das können wir auch an einem oder an 2 Jahren stimmen, mit mir so, aber dass an dieser Legislaturperiode schon nach Mist zu einem Aufschluss, zu einem Gesetz kommen, was als Pensionen mittel- und langfristig aussieht. Das klar, wir sind an dem sogenannten Umlehrverfahren, das heißt, dass wir mit der Kotisation von Haut, Pensionen von Haut bezahlen. Und dadurch, dass dann immer mehr Leute an Pension gehen, bricht man dann noch konsequenterweise oder logischerweise auch immer mehr aktiver. Das System als solches ist überlebbar, wenn man eben die Wurzeln willen, permanent 4%, permanent 10.000 Arbeitsplätze mit einer natürlichen Progression an die Jahre gesehen, was dann dazu geführt hat, dass wir im Jahr 2050 bei 1 Million Salariés müssten hier im Land sind. Das ist die Herausforderung. Und vor dem muss ich stellen, wollen wir das, also kann er an unseren Enkel kann er und dass das Land so ja 1 Million Beschäftigte, wo dann das Problem noch nicht gelöst wird. Weil die Million gibt für auch eine Grand Pension gehen und dann müssen die Tat an der Progression fallen. Mir so ganz klar als ADR, wir wollen die Evolution nicht,
Und dafür sind wir bereit, etwas in unserem Rentensystem zu ändern, für das es langfristig finanzierbar bleibt. Wir sagen aber, dass von all denen, die bis Loten durchschleichen, mit der Überzeugung sind, dass die Besten noch die sozialst gerecht sind, an auch die sind, die am ehesten dürfen akzeptiert gehen. Und wir werden dürfen zu diesem Zeitpunkt auch bei allen Propositionen bleiben, sind aber für alle Diskussionen ab. Wir sind der Meinung, dass man sollte Loten hier aufhängen, die Diskussionen zu feiern im Niveau vom Parlament mit den Sozialpartnern und dass am nächsten Jahr dann kann konkret ein Projekt de loi machen, für das aber für die nächste Chamberswahlen das Rentenproblem auch langfristig aufgesichert gelöst ist. Ein anderer Punkt, mit dem wir diskutieren, dass die Situation, in der man bei proaktiv konnte feststellen, ich will just so, dass man mit Satisfaktion zur Kenntnis, wenn wir als Partei direkt nur der Sitzung an der zuständigen Chamberkommission gesagt hat, dass unsere Meinung nur ein Fall für den Prokureur wäre. Den Herr Binsch hat doch den Tag drauf dem Prokureur einen Brief geschrieben, wo er den Wunsch von Deputierten dann der Prokureur weitergelehrt hat, das soll den eine Enquete unternehmen, für zu gucken, ob an dem Dossier etwas besteht, was gegen Gesetze besteht. Wir sind der Meinung, dass den Hai an der Organisation Bilan künstlich abgebauscht sind, für die vom Staat mehr suchen zu kriegen, was ja auch noch festgestellt ist, und das nur ein Prokureur für festzustellen, ob das dann vor ist und dann dementsprechend Konsequenzen hat, oder ob das kein vor ist. Für uns schenkt es auf jeden Fall vor zu sehen. Hier muss auch die Responsabilität aber annehmen von den Responsablen für proaktiv, und das ist notamment den Robert Weber an den Ali Kees, die allen zwei eine Hauptrolle an der Beschäftigungsinitiative gespielt. So am Prinzip, dass die Beschäftigungsinitiativen ein positives Sache sind, wenn sie ordentlich gefördert gehen. Wir gehen als Beispiel durch die zwei Beschäftigungsinitiativen Polygon und der Kollabor, die in unserer Meinung nur ein exzellent Arbeit machen. Und dafür soll noch Beschäftigungsinitiativen als solch nicht vorstellen. Wir sind aber der Meinung, dass Beschäftigungsinitiativen nicht dürften für Gewerkschaften verwaltet gehen. Die Gewerkschaften sollten laut dem allen Spruch Schuster bleibt bei deinen Leisten. Gewerkschaften sollten hier Arbeit machen. Das heißt, die sollten die Interessen von ihren Membern auf dem Salariat vertreten. Und das ist ihre Aufgabe. Dafür sind sie auch gut outillert. Und sie sollten nicht aufhören, selber ein Patron zu spielen. Müssen wir natürlich wissen, dass das dort eine Initiative ist, die von der Regierung geholt hat, von einfach CSV, ihrer Gewerkschaften als GB, wollt irgendwie etwas zuschustern, und der SAP wollt ihrer Gewerkschaft im OGBL etwas zuschustern. Wir suchen dafür als ADR, dass wir für proposieren Beschäftigungsinitiativen, wie es gerade genannt haben, Polygon oder Kollabor, dass in der Ruhe soll weiter funktionieren, dass noch weiter unterstützen soll, auch ähnliche Sachen kann weiter bauen, mit dass in die gewerkschaftlichen Initiativen, Beschäftigungsinitiativen an der Form sollte eine Zellule, die der Adam zugeordnet wird, so wird es dass man mit einer Zellule bei der Adam mit ganz viel Männerleid die Leitkinder beschäftigen. Wir proposieren, dass die Leute a priori sollen bei den Gemengen, aber beim Staat innerbrüht gehen. Zweitens, so mal ganz klar, dass man die Leute an die Privatentreprise sollen einen Teil von den Leuten zur Verfügung stellen. Aber so noch, das darf kein Abus geschehen, kann also nicht sein, dass die Betriebe Leute vom Staat permanent bezahlt werden. Es muss ein Regelmechanismus, ein Kontrollmechanismus angebaut gehen, dass eine Entreprise, die in einer bestimmten Zeit vom Staat Unterstützung kriegt, weil so Leute beschäftigt, auch muss als Konsequenz der Leute erstellen. Für den Rest werden wir die Weiterentwicklung vom Dossier proaktiv ganz kritisch am behandeln. In einem Dossier, den ich schwer suchen möchte, als die Entwicklung an der Stahlindustrie. ArcelorMittal, und will noch klar sagen, dass seinerzeit mehr als Befürchtungen
wie Mittal an der Gruppe Arcelor rangeklommen ist, zum Ausdruck tun. Ich kann mich erinnern, dass als ein Premierminister an einem ersten Phase gesagt hat, in Gruppe Mittal, die giffen einen oder Kolonne machen an Darbeit oder Dachsel, die gibt die beste Parfum machen. Dann ein paar Wochen drauf hat der Eau de Cologne de Parfum aber abgekauft. Dann hat Herr Juncker ein Kehrtwend gemacht und dann hat es terribel gut den Herr Mittal mit der ganzen Familie ermärmelt. Und dann hat den 27. Juni 2006 an der Chambre eine Deklaration gemacht, wo vorgestellt wird, was sind als Garantien, dem als Lützeburg schon, wenn wir die Fusion durch angehen mit Mittal. Und da hat Herr Juncker gesagt, an seiner Deklaration über die Fusion von ArcelorMittal an der Chambre, dass hier von Herrn Mittal gesagt hat, die Garantie für den Stillstand für Lützeburg schon mir gekriegt. Wenn der Juncker dekret hat, und dann hat damals traurig gesagt, da bricht man so keine Gedanken zu machen. Wenn man aber nur gesehen, dass es schon bald sicher ist, dass Schöffling eine Revanche wird zugemäht gehen, da kann der Herr Juncker keine Garantie kriegen. Und da muss man sich vorstellen, für was für eine Garantie hörten dann der 27. Juni 2006 an der Chambre geschwärzt. Oder wird einfach ein Aussage, die nicht dokumentiert, dass die keinen Hintergrund hat, die nicht wert ist. Dazu muss der Herr Juncker dem Land Stellung gehen, weil es kann nicht sein, dass der Staatsminister so eine Deklaration möchte und er nur erweist sich als nicht wahr. Wir werden also auch da intervenieren vis-à-vis vom Staatsminister, weil man einfach die Methode, wie die Öffentlichkeit am Parlament gelegt wird, vielleicht sogar Blugginas, am Arbeiten. Wir haben dann selbstverständlich auch über das Budget geschwärzt. Am Budget vermisst man nach immer die Transparenz, die wir als ADR schon jahrelang verlangen, an die wir nicht kriegen. Wir wissen, ich gebe euch ein Beispiel, dass die Körperschaftssteuer von den Betrieben, die Steuerverwaltung 5 Jahre Zeit hat, für Deklarationen oder Aufrechnungen, die Konten mit den Betrieben zu machen. Es wird also ein Sput von 5 Jahren. Und mit dem Sput spielt der Finanzminister. Einige sitzen zu seiner Steuerverwaltung kassieren Lomi sehr an, an die andere Kehr sitzen kassieren Milös an. Je nachdem, wie es dem politisch an der Krom passt. So als zum Beispiel für der Tripartit von 2006 haben wir müssten eine schlechte Finanzsituation und nun als einfach nicht kassiert gehen, das Sozialaufbau dezidiert gehen, wie den dezidiert gehen war, tun aus dem Geld kassieren, dann hat man einen Plus-Value. Das sei wie Stimme nur die vierte Wellen waren Finanzen an der Reihe, und direkt nur die Wellen als ein Abbruch an die Finanzen kommen, da waren sie beim nicht mehr an der Reihe und soll dem Sozialaufbau dezidiert gehen. Und auch das schon, an den nächsten 6 Monaten, wenn wir für die Gemeinschaftswahlen hat die Regierung versichert, ein bisschen besser dort zu stehen, als zum Beispiel ein einzigen Betrieb am Februar aufgerechnet ging, und durch den 150 Millionen Euro, das sind 6 Milliarden Franken, ob EQ nur bezahlt, auch schon für das Staatsbudget an den nächsten 6 Monaten verdienen am Überschuss. Wir wissen gerne vom Finanzminister, wie viele Betriebe, und zwar die 50 dicksten Steuerzöller, wie viele Jahre das bei den 50 dicksten Steuerzöller nach kein Dekonto gemäht gehen. Weil logisch Defizite präsentiert, und da kann sicher sein, dass schon für die Chamberswahlen, wenn am Dezember 2013 das Budget von 2014 präsentiert wird, dann natürlich Frieden zu seiner Verwaltung so kassiert, Lore Mama sie für die Wahlen, und da muss das Budget gut sein, da muss er nicht verschossen sein, für das kannst du die Leute sagen, sieh doch mal, was sind die gute Finanzminister, ich habe gesagt, für die Wahlen gebe ich das Budget an den Equilibre bringen, lassen wir sogar nach Plus-Value. Wir so dürfen es also aufgrund von der Situation keine Ursache am Kader von der Tripartit für einen neuen Sozialaufbau zu bauen. Wir so noch dürfen, dass der Index muss an seiner Form beibehalten bleiben, dann noch die Index nächstes Jahr erfällt. Auch kann wir so,
dass doch kein Ursache gibt für die unsozialen Maßnahmen, für die Desintegration vom Kannergeld beizubauen. Kannergeld, Familien sollen unterstützt gehen, dafür soll das Kannergeld indexiert gehen. Immer so noch die Maßnahmen, die die Mama rennt, von 60 auf 65 Jahre erhöht gehen, dass die soll rückgängig gemäht gehen. Das war wirklich unsozial vis-à-vis von den Mammen, die Kannererziehung machen, und die sie benötigt vis-à-vis von allen anderen Geschichten hier am Land. Das soll rückgängig gemäht gehen. Wir hätten also an allererster Stelle gerne bei den Staatsfinanzen Transparenz. In letzter Wort nach über den Chômage. Wir machen als erstes Sorgen, und zwar global gesehen, die Entwicklung, die wir an der Welt feststellen, dass der Chômage immer weiter klimmt und dass a priori weiter bei der Jugendchômage klimmt. Wenn wir die Chiffren gucken, an Amerika, wir gucken die Chiffren nach Griechenland, wo 40% von denen unter 25-Jährigen kein Arbeit tun. Wenn wir gucken auch die Chiffren in Lützeburg, wo wir 15% leihen, sogar eine Menge wie Esch bei 24% leihen, da muss man wissen, dass da ein Zeitbomb tickt. Wenn wir es nicht mehr fertig bringen als Staat und als Gesellschaft, also Jugend Perspektiven zu gehen, da könnt irgendwann eine Reaktion. Und ich meine, wir müssen also auch hier am Land erstlich den Gedanken machen, es geht nicht durch, dass wir das reformieren. Das ist nicht eine Question, ob das dann eine öffentlich-rechtliche oder eine privatrechtliche Institution ist. Es geht nicht darum, dass man das dann reformiert, das muss reformiert gehen. Und da muss auch Leute beikriegen, für allem Beginn von den Platzeuren. Aber das sind nur Wirkungen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute nicht müssen bei Tadam gehen. Und da ist a priori in Lützeburg als Schulsystem die Schuld dran ist, dass wir eben als Jugend nicht fertig bringen, dass wir die auf den Arbeitsmarkt integriert kriegen. Wir haben den teuersten Schulsystem von der Welt, aber mit einem von den schlechtesten Resultaten von der Welt. Aber wenn wir nicht bereit sind, an der Schule die Reformen durchzuziehen, die sich da längst überfällig sind, da werden wir als Lützeburg auch das Problem von der Jugendarbeitslosigkeit nicht gemeistert gehen. Das ist ein Paradox, wenn man als Land an den letzten 20 Jahren quasi kann ich so an der Moyenne all Jahre 10.000 neue Arbeitsplätze geschaffen haben, und dass parallel dazu der Chômage am Land an die Lut geht, an als Betriebe müssen auf Grenzgänge, auf Frontalien zurückgreifen, wenn sie hier am Land die Leute nicht fanden, die Dequalifikation haben, die als Betriebe brauchen. Das ist also neben der Adam und allererster Stelle als ein Schulsystem, das fundamental muss reformiert gehen. Und da haben wir ja als ADR eine ganze Reihe von konkreten Propositionen, die wir dann noch auf einer Pressekonferenz vorgestellt, aber wir werden auch dafür auf unserer Linie bleiben und dahin weiter insistieren. Am Asylrecht bedauern wir am Anfang, dass wir auch hier Recht behalten haben, weil wir immer gesagt haben, mit der Politik, die als Lützeburg gemacht wird, zieht Lützeburg eine Reihe von Demandeurs d'Asyl an. Das Verhältnis, den halb Lützeburg kommt, der Prozentsatz, ist viel mehr hoch wie die Progression, wie wir es an den anderen Ländern feststellen. Und das ist von allem darauf zurückzuführen, ob wie den zuständigen Minister Nicolas Schmidt gesagt hat, ob den Asyltourismus. Wir haben das vorher doch gebraucht gehabt, und da sind wir dafür ferm angegriffen, weil wir von Asyltourismus geschwärzt haben, frei wie wir sind, haben wir am Anfang nicht mehr so die Richtung an den Mund geholt. Und da waren wir überrascht, dass wir mit letztfach den zuständigen Minister das Wort Asyltourismus an den Mund geholt. Wir sind der Meinung, dass Lützeburg immer ein Land bleiben muss, was wirklich Flüchtlinge, die aufgrund von der Genfer Konvention als Flüchtlinge angesehen sind, die müssen immer können zu Lützeburg abgeholt gehen. Und auch die Konditionen noch, die Menschenrechtskonventionen noch, müssen die auch hier betreut gehen. Aber wir müssen auf der anderen Seite aber auch gucken, dass von denen, wo Abus getrieben wird, dass dann da Ministerien genug Leute und auch punktuell genug Leute tun, für die Dossiers so sehr wie möglich zu beschaffen. Es kann nicht sein, dass das Ministerium einfach seine Dieren so sperrt.
Also wat viel Leute froh für Steuerverwaltung als Jochannen, wat viel Leute froh, wenn Steuerverwaltung se mir soviel ich mir sperre lommentiert so. Und dann gibt Chemie mal so eine Steuererklärung kommen. Dann heißt es einfach im Minister, mir erbig genug, mir sperren dir so. Also das finde dann nicht der Welt, dass der Minister ein dir so sperrt, weil sie zu viel erbig tun. Das gesagt, dass die Regierung ein Problem über Main a Jahre Wurzel gelassen hat, an sich nicht die adäquat Strukturen an Maßnahmen gehen und für eben so Situationen zu begehen. Für allem, ich meine, der Kollege Agi Fenkes hat da denke an einer Pressekonferenz was wir alles proposiert tun, für die Prozeduren zu beschleunigen, für dass eben die Leute auch wissen, dass das Lützburg an einer relativ sichere Prozedur, so wie an den anderen Ländern der Fall ist, geht an der nicht eine Prozedur als die Main a Jahren dauert, mit einer Prozedur als die relativ kurzfristig ist, aber wo dann auch da, was dezidiert wird, ob der Gerichte dann auch exekutiert wird. Wir sehen also auch an der Foto an unseren Positionen, die wir in der Vergangenheit tun, konfirmiert, und wir bedauern, dass wir an so einer Situation sind, die als Land sicherlich nicht zu eher gerecht. Das waren die Hauptpunkte, die wir gestern durchgeschwärzt haben, an denen wir heute Morgen an dieser Pressekonferenz